In den letzten Jahren sind wir am Martini-Tag immer weggefahren. Aber heuer kommen die Wolfhaus-Leute schon 2 Tage vor ihrem Kulturtermin. Sie scheppern und gröllen und schlagen und poltern an die Haustür, laut und aufdringlich. Ich atme durch, suche hektisch nach Papieren und Kleingeld und stelle mich der Tradition. Draußen stehen verstreut 6 winterlich vermummte Burschen. Der vordere in Jean, Parker und Pelzmütze beginnt. Stehen Sie um seine Quelle, so in Freistellung, so in Seite, Zwei andere sind gleich unten stehen geblieben. Einer zieht lässig an seiner Zigarette. Der andere schwenkt gelegentlich eine laute, riesige Glocke. Beide Brauchtümer tragen rote bzw. silberne Moonboots. Einer im zitronengelben Anorak hat sich auf die Oberlippe einen Bart geklebt. Der andere schleift einen Dürrenast mit. Der Raucher zündet jetzt grinsend Feuerwerkskörper, die er in unserer Garage detonieren lässt. Der mir gegenüberstehende Wolfhaus-Leute kämpft weiter mit seinem Verslein. Zu ihm stellt sich jetzt einer mit einer Schachtel, auf der Kasse steht und der eindeutig meine geldhaltende Hand tatscht hat. Ich war ja gar nicht vergessen, aber ich muss am Markt scheißen, ich denke schon, komm, springe, ich schieße leer, Markt gegen Glück rein und Glück raus, und jetzt ist er alles raus, ich muss sagen, eine Lücke da sehen. Die letzten zwei unterhalten sich sehr engagiert über Navigationssysteme und trinken häufig aus einer Schnapsflasche, die im Hart des einen steckt. Der andere trägt ein Plastikjackett mit der neongrünen Aufschrift New York City. Und das andere Stückchen Broschüre, der Schießel voll Karte, da kannst du in der Schiebel voll weiter raus. Und das ist es halt schon Problem, weil Frank, ich muss den schnell lachen. Ich hau jetzt mit der Garte an dich, das bist das Heimattinis! Was soll ich da? Ja! Geh, komm mir an! Dann liegen sie! Der Vortragende unterbricht, testet die Stimmung, bringt ein weiteres Rezitieren noch was ein. Bei dieser saukalten, da es auch mir eiskalt den Rücken runterläuft, winke ich ab, es reicht. Ich bezahle und werde nicht in den Verdacht kommen, das Brauchtum abzulehnen. Die Ausbeuter treffen sich unten, erkundigen sich nach der Höhe meiner Kulturabgaben und stellen fest, dass sie schon an die 500 Eier zusammen haben und der bald gehörige Sau rauslassen. So ziehen sie weiter in Richtung Nachbargrundstück, um auch dort den Wolf auszubeuten.
gegen dessen Haustür, immer wieder, und geben endlich auf. Es ist niemand davon. Vom Wolf Jetzt sind wir raus. aber Aber da ist es euch freilich. Aber wenn es so ist, dass wir blöd sind, es ist gerade ein Gerät. Kommt schon mal wieder.